mach den Fernseher aus und rutsch was näher zu mir. Der ganze Wahnsinn bleibt heute vor unserer Tür. Auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint, du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Was du mir sagen willst, komm, sag's mir ins Gesicht. All der Hass und die Lügen im Netz, die interessieren mich nicht. Wir zwei, wir sind echt, wir sind wirklich und hier. Komm, fass mich mal an und dann schwöre ich dir, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein. Die dreiköpfige Band Brings auf einer runden Podestbühne. Der Sänger Peter Brings, Mitte 50, hat dunkle, schulterlange Haare hinten zusammengebunden und er trägt ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Jeans und schwarze Schuhe. Er performt an einem Mikrofonständer, schließt immer wieder die Augen. Mit ihm performen auf der Bühne ein Keyboarder stehend sowie ein Gitarrist sitzend auf einem Barhocker. Lass sie alle reden, die Hoffnung macht uns stark. All das Morden, all das Sterben, doch es kommt der Tag, an dem die Kriege aufhören. Das macht doch alles keinen Sinn, weil wir alle Kinder derselben Mutter sind. Dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir... Um die Band herum auf der Bühne stehen Neonröhren, die blau aufleuchten. Sie sind senkrecht aufgestellt und im Hintergrund auf der LED-Wand steigen kleine Lichter empor, über einer Wolkendecke grau gehalten. Ganz egal, wo wir sind, glaub mir, die Liebe gewinnt. Oh. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Dankeschön. Liebe gewinnt. Vielen Dank, Brings, dafür live hier bei Wir halten zusammen. Peter, du bist persönlich nicht direkt betroffen, ein bisschen Wasser im Keller vielleicht, aber um dich herum, dein persönliches Umfeld hat eine Menge erlebt. Was ist da passiert? Ja, mein ältester Sohn wohnt in der Gegend und der wohnt mit seinem Onkel zusammen. Das Haus ist ziemlich zerstört, muss man sagen. Da waren sie mit den Statikern jetzt drin und das ist unten so festbauweise und oben ist es so ein Fertigbau. Das ist das Elternhaus seiner Mutter. Ne? Mhm. Und ja, da ist einmal die Swiss richtig durch. Also das ist wirklich sehr kaputt. Das Haus seiner Mutter ist kaputt. Bei uns in Köln ist wirklich nur der Keller voll gelaufen. Das haben wir auch alles hingekriegt. Das ging halt, jetzt brauchen wir nicht drüber reden.
Aber der war natürlich unten, hat auch aufgeräumt und mitgeholfen und was der uns für Bilder gezeigt hat und was er auch erzählt hat, ständig geweint dabei. Ne? Aber Peter, auch in Köln hat es zum Beispiel in Löwenich eine Tote gegeben. Ich weiß ja, in Köln, ich will das auch in Köln nicht schmälern. Das ist auch in manchen, je nachdem wo du warst, sind die Leute auch bis weit in den ersten Stock vollgelaufen. Ja. Das will ich gar nicht schmälern. Ja. Aber ich habe jetzt, das ist das erste Mal, dass ich von Toten in unserer Stadt höre. Ja. Ich habe, solange ich lebe und ich bin auch schon ein paar Tage auf der Welt, habe ich das noch nie mitgekriegt, dass bei einem Unwetter so viele Menschen gestorben sind. Und da kann ich mich dir nur anschließen. Ich glaube auch, dass wir uns auf häufige solche Situationen einstellen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn dir sowas passiert und du siehst so aufgerissene Häuser oder was der Mann da eben auch erzählte, dass das bis unter das Dach käme. Ja. Ich weiß nicht, ob ich in so einem Haus noch ruhig schlafen würde. Ja. Also ob man da noch so wirklich noch ob man da noch leben kann. Eine gewisse Unruhe. Ja, diese Frage...